Wunderschönen guten Abend miteinander. Wir möchten euch ganz herzlich einladen, mit uns einzustimmen. Wir wollen unseren Gott loben und preisen. Seid ihr dabei? Wir feiern den Gott, der ist. Wir feiern den Gott, der bleibt in Ewigkeit. Er öffnet Gefängnistüren, wird uns in die Freiheit führen. Der Sieg gehört nur ihm allein. Dein Herz ist voll Feuer und Licht, dein Herz ist voll Leben an diesem Tag. Wir werden nicht schweigen. From that grave, my God, still rolling stones away. Let's join the house of the Lord. Let's join the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. Let's join the house of the Lord. Forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. We were beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord la casa de Dios, ay Dios en la casa de Dios por Él, y no callaremos, cantamos a Rey, ay Dios en la casa de Dios, no hay duda que está, y no callaremos, cantamos a Rey, ay Dios en la casa de Dios, ay Dios en la casa de Dios por Él, y no callaremos. Shout out your praise, Halleluja. Bin so dankbar für deinen Weg mit mir, bereit für alles, was du für mich bist jetzt und hier. Gott, ich folge dir, bereit für alles, was du für mich bist jetzt und hier. Du siehst uns, öffnest
uns die Tür. Nichts von dem mehr, begegne uns hier. Du siehst uns, öffnest uns die Tür. Nichts von dem mehr, begegne uns hier. Mich trägt die Gnade, fühl ich mich noch so schwach. Mich trägt der Glauben, das Beste kommt erst noch. Das Beste kommt noch, das Kreuz steht vor mir, die Hoffnung halt ich hoch. Und ich bleib in Jesus, denn das Beste kommt erst noch. Du siehst uns, öffnest uns die Tür. Nichts von dem mehr, begegne uns hier. Du siehst uns, öffnest uns die Tür. Nichts von dem mehr, begegne uns hier. Ich weiß, der Durchbruch wird kommen. Ich glaub, ich kann schon das Wunder sehen. Mein Gott gab's das Versprechen und der letzte Zeit. Sing uns ganz normal. Ich weiß, der Durchbruch wird kommen. Ich glaub, ich kann schon das Wunder sehen. Mein Gott gab's das Versprechen und der letzte Zeit. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise I did once stop now. Sing it again. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise I did once stop Ja, lasst uns Jesus einen Applaus geben. Let us give our God a big applause. Schön, dass ihr alle hier seid. Ihr So dürft euch gerne setzen. Beautiful that you're here. You can be seated. Auch herzlich willkommen ihr, die beim Livestream eingeschaltet habt. Hearty welcome those who are online. Speziell wollen wir Pontresina und Salvil Hallo sagen. Schön, And we dass want ihr to da seid. greet Pontresina and... Salvil. Okay. Ja, wie jeden Abend wollen wir auch heute einen Bibelvers nehmen zum Gebetsimpuls. We want to look at a Bible verse like we do every evening. Und heute ist einer aus dem Buch Jesaja dran. Today, it's a verse out of the book of Isaiah. Und um unseren Vers gut zu verstehen, muss ich hier ein bisschen ausholen. And in order to be able to understand that verse very well, I have to go back a little bit. Jesaja beginnt mit 40 Kapiteln, die sehr hart sind. Isaiah starts with 40 chapters. Es sind eigentlich Gerichtsandrohungen an das Volk Gottes und an die Nachbarvölker. That contains a lot of threats of judgment against his people and the neighboring peoples. Ich habe das Jesaja-Buch im Frühling gelesen. I studied the book of Isaiah in spring. Und es waren sehr deprimierende Wochen vom Bibellesen. And I was tired. Aber umso schöner, wenn wir dann zum Kapitel 40 kommen. But how much more beautiful it is when we come to chapter 40. Und dann kommt der Hoffnungsteil und man kann richtig durchatmen. And this is a part of hope and we can really breathe all the more.
Und unser Vers, den wir heute anschauen, ist, Gott sei Dank, in diesem Hoffnungsteil. And the verse that we're going to look at is thank God in this part of hope. In diesem Hoffnungsteil kündigt Jesaja an, dass es eines Tages das Volk wieder zurück kann nach Jerusalem. In this part, Isaiah announces that the people who were slaves would one day return to their homeland Israel. Und es würde noch besser kommen, sie müssen kein perfektes Volk mehr sein, sondern es wird einer kommen, der Messias. And it gets even better. They don't have to be a perfect people, but there will be one, the Messiah. Und der Messias macht uns perfekt. And the Messiah is the one who makes us perfect. Und er stirbt für die Sünden der Menschen, das sagt Jesaja voraus. And he will die for the sins of mankind. That's what Isaiah prophesies. Und Jesaja sagt, in dieser Zeit wird sich wie ein Gnadenfenster öffnen. And Isaiah says, in this time there will be a window of grace that will open. Und ihr seht hier das Bild vom Fenster. This is a window picture. Und so wie das Zimmer sehr dunkel ist, And like it is dark in this room, so war auch das Leben vom Volk Israel in Babylonien. so the life of the people of Israel in Babylonia was dark. Aber auch unser Leben, bevor wir Jesus kannten. But also our lives were dark before we got to know Jesus. Und nun kommen wir zu unserem Vers. And now we are coming to our verse. Und da steht im Jesaja 55, Vers 6. It says in Isaiah 55, verse 6, Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Seek the Lord while he may be found, worship him while he is near. Also das Gnadenfenster ist offen. So the grace window is open. Und wir finden hier eigentlich zwei Dinge. And we find two things here. Zum einen ein Versprechen, For the first part, it is a promise. zum anderen aber auch eine Warnung. But on the other hand, there's also a warning. Und diese wollen wir nun zusammen And anschauen. we're going to have a look at that. Zuerst ein Versprechen. Now first, the promise. Das ist das Schöne. Er lässt sich finden. The beautiful thing is that God says, I will be found. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der The God. lässt uns kleine Menschen ihn finden. The God who created heaven and earth, let us small people find him. Wir dürfen ihm nahe sein. And we can come close to him. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber er ist in mir, wieso soll ich ihn dann noch suchen? Ich habe ihn doch schon. You might be thinking, well, I have him in my heart. He's there. He's here anyway. Aber ich weiß nicht, ob du das Bild kennst von einem Vater oder einer Mutter, der sein Kind hält. I don't know if you know the picture of a man, a father or a mother who holds his Und sie child. laufen zusammen They walk together, und das Kind schaut nach vorne. and the child is looking ahead. Aber was macht es automatisch? Es schaut immer wieder mal hoch. But automatically, the child looks up to his mom, his dad. Ist diese Hand wirklich noch von meiner Mutter, von meinem Vater? Does this hand really belong to my mom and Sie my schauen dad? sich an und sie lächeln. And they look at each other and they smile. Und so ist es mit Gott. And that's how it is with God. Auch wenn du dich für ein Leben mit ihm entschieden hast, du bist verbunden. Even though when you have decided to live with God, you are connected Er to ist Him. in dir. He lives in you. Aber es braucht immer wieder diese kleinen Momente, wo wir raufschauen, ihn anlächeln und einfach Zeit mit ihm verbringen. But we need these moments of fellowship where we look at Him and smile. Und Anfangsjahr ist ein guter Moment, um sich zu überlegen, wie mache ich das eigentlich ganz konkret? The beginning of the year is an ideal moment to think about how am I going to do this? Wie begegne ich persönlich meinem Gott? How do I personally encounter my God? Und sollte ich das vielleicht überdenken? And maybe I should rethink that. Deswegen ist heute Abend ein guter Moment, um darüber nachzudenken, ob du vielleicht etwas optimieren könntest an deiner Begegnung mit Gott. Tonight is a good moment to think about whether you can optimize anything in your encounter with God. Deswegen, ich möchte euch einfach ein paar Beispiele geben, wo ihr dann selber in die Gebetszeit nachher mitnehmen könnt. I'll give you a few examples that you can take with you as you pray. Das erste ist das, was die meisten von uns schon kennen, die stille Zeit. The first thing is that what we all know is the silent time with the Lord. Nimm dir regelmäßig Zeiten, wo du
wo du ihn suchst, ganz bestimmt, indem du betest, Bibel liest. Take regular times with him where you read the Bible and pray. Wenn du es bisher einmal in der Woche gemacht hast, machst du vielleicht 3-mal in der Woche. If you've done it once a week up to now, then do it 3 times a Wenn week. du schon jeden Tag 1 Stunde machst, machst du vielleicht 1,5 Stunden. If you do it for 1 hour a day, then make 2 hours. Aber überleg dir, wie mache ich das eigentlich? Wie begegne ich ihm? But think about, how am I going to do this? Oder du sagst, in diesem Jahr möchte ich mich in das Wort Gottes vertiefen. Or you say, this year I want to dive deeper into the Word of God. Dann kannst du dich noch bis am Montag für die Buchek Academy anmelden, Then- für eine Werbung. Till Monday, you can sign up for the Buchek Academy. Oder du sagst, ich möchte mich mehr in der Gemeinschaft mit anderen Christen austauschen und im Gebet sein. Dann such dir eine Kleingruppe. Or maybe you say, I want to have more fellowship with other Christians, then look for a small group. Oder du sagst, ich möchte in diesem Jahr ihn als Priorität haben und deswegen ist Sunday Church Day. Or you say, God shall be my priority this year, so that's why Sunday is church day. Also, dass du sagst, egal was, auch wenn ich um 3 Uhr ins Bett ging, ich gehe am Morgen oder am Nachmittag, du kannst auch am Nachmittag kommen, in den Gottesdienst. Amen. Even if you go to bed at 3 a.m., you can still come, and you can come in the afternoon. There's also services. Oder du sagst, ich versuche eine neue Gebetsform. Or you can try out new forms of prayer. Vielleicht machst du Gebetsspaziergänge oder joggst beim Beten. Maybe you go for prayer walks or jogging labs, Oder hast ein Tagebuch neu, or you write a diary, zündest eine Kerze an, wenn du betest. light the candle when you pray. Probier ein bisschen aus. Just try it out. Vielleicht hast du deine Form gar noch nicht gefunden oder kannst etwas Neues einfach ausprobieren. Maybe you haven't found your style, but you can just try out. Und nun gehen wir zum zweiten Teil von diesem Vers. Now we're going to the second part of this verse, Das ist derjenige, der ein bisschen unbequemer ist. and it's not very comfortable. Und das ist die Warnung. That's the warning. Und zwar im Vers kommt das Wort solange vor. In this verse, there's the word while. Das heißt, es ist irgendwann fertig. This means sometime, at some point, it's finished, Das Fenster schließt sich wieder. and the window closes. Und wir wissen nicht wann. We don't know when that will take place. Du denkst vielleicht, ja, ich habe mein Leben vielleicht noch nie Jesus gegeben, Maybe you think, well, I've never really given my life to aber ich Jesus, habe ja noch Zeit. but I still have time. Aber das weißt du nicht. But you don't know. Vielleicht kommt Jesus morgen wieder It may be that Jesus returns tomorrow. oder dein Leben ist schon früher zu Ende, wie du gedacht hast. Or maybe your life ends earlier than you thought. Und noch ein anderer Gedanke, And another thought, die Gnade Gottes ist nicht nur das ewige Leben für dich. the grace of God is not only eternal life for Er you. hat auch einen Plan für dein Leben hier auf dieser Welt, He also has a plan for you in this world. wo er dich beschenken will, And he wants to give you wo er dich presents. brauchen will und dir zeigen will, für was lebst du eigentlich. And he wants to show you how he wants to use you and what are you living for. Und vielleicht verpasst du auch das. And maybe you're missing out on that as well. Deswegen dieses Gnadenfenster ist nicht nur einfach für das ewige Leben, sondern schon hier möchte Gott dir seine Gnade So zeigen. this grace window is not just for eternal life, but it's for this world, and God wants to show you things. Du darfst also heute Abend auch hier ein Ja sagen zu ihm. And you can say yes to him tonight. Und das kannst du dann am besten beim Kreuz machen. Dort wird es Leute geben, die gerne mit dir beten. If you want to do that, come to the cross. There will be people who pray for you. Aber auch wenn du sagst, ich habe eigentlich in letzter Zeit viel anderes gesucht, mehr gesucht wie Jesus. But also, if you say, I have been seeking other things more than Jesus, Anerkennung approval by people, oder Materielles, material things, dann darfst auch du heute umkehren you may return as well. und sagen, nein, Jesus, dich möchte ich suchen heute And say, Abend. no, I want to seek you, Jesus, tonight. Und so wollen wir jetzt in eine Gebetszeit kommen. Now we want to enter a time of prayer. Ich
möchte euch bitten, aufzustehen. I would like to ask you to stand up. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt hier vorne die Gebetskarten. We have different possibilities. We have the prayer cards here in front. Ein Ministry-Team, das gerne mit dir betet. The ministry team would like to pray. Ihr dürft for you. alleine oder auch zu zweit in der Gruppe, wie ihr gekommen seid, You beten. can pray alone or in groups. Und ich möchte gerade zum Start beten mit And I uns. would like to start with a prayer. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der schon hier ist. Jesus, we thank you that you are a God who is already here. Du bist in unserem Herzen You are in our und wir hearts. sind einfach so dankbar dafür. And we are so grateful for that. Vater, wir bitten dich aber, dass du uns hilfst, But Father, we ask that you help us um immer wieder Momente in unserem Alltag zu schaffen, wo wir zu dir schauen. to create moments in our daily lives where we look to you. Sprich zu uns, Heiliger Geist. Talk to us, Holy Spirit. Zeig uns auch, wo wir umkehren müssen, Show us where we have to make a U-turn, wo wir die falschen Dinge gesucht haben. where we have been looking for the wrong things. Wir wollen heute Abend dich suchen. We want to seek you tonight. Amen. Amen. Amen.
Zu tief der Abgrund, der uns einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus meine Hoffnung will. So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Denn der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben. Der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm. Jesus meine Hoffnung. Halleluja, Halleluja. Preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja. Er besiegte Tod und Grab, alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus meine Hoffnung. Halleluja, Halleluja. Preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja. Er besiegte Tod und Grab, alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus meine Hoffnung. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf dich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf dich. Jesus, dein Sieg bleibt ewiglich. Halleluja, Preis den, der mir Freiheit gab. Halleluja, er besiegte Tod und Grab, alle Ketten sind gesprengt, von dem Gott der Rettung bringt. Jesus meine Hoffnung. Jesus meine Hoffnung. Jesus meine Hoffnung. Wir wollen gern noch einen Eindruck hören. We want to listen to an impression.
Sacharja 4,6. Es wird nicht durch Kraft, menschliche Stärke oder Einfluss geschehen, sondern durch meinen Geist. Und du hast dir jetzt vielleicht Vorsatz genommen, etwas zu verbessern, einen Schritt näher zu Gott zu kommen. Und wie wir wissen, die menschlichen Anstrengungen, so schnell sind sie wieder vorbei. Aber Gott sagt, es wird durch meinen Geist geschehen. Ruf mich an und ich will dir helfen. Tu deinen Teil dazu und wir werden miteinander in die Gemeinschaft hineinkommen. Und das Fenster ist offen und komm zu mir. It says in Zechariah chapter 4 verse 6 that God will do it by His Spirit. It's not by our own flesh. And maybe you have taken resolutions what to change, but you cannot do this in your own strength. You have to rely on God. Ja, Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns hilfst. Yes, Holy Spirit, we thank you that you help us. Egal, was wir uns heute entschieden haben, No matter what decisions we have taken tonight, du schenkst uns die Kraft dazu. you give us the power, Du erinnerst uns dazu you remind us, und du begleitest uns. and you accompany us. Wir danken dir, dass du unser größter Helfer bist. We thank you that you are our biggest helper. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne noch kurz setzen. You may be seated. Wir wollen in den letzten Minuten noch in eine gemeinsame Gebetszeit kommen. During these last minutes, we want to enter a common prayer time. Wir haben 3 Anliegen. We have 3 requests. Wir haben gemerkt, dass im letzten Jahr haben sich viele taufen gelassen, was sehr, sehr schön ist. We have seen last year that many have been baptized, which is a beautiful thing. Und viele sind auch hier in die Kirche gekommen, haben Jesus kennengelernt. Many came to church and got to know Jesus. Wir wollen aber heute dafür beten, dass diese sich auch wirklich gut integrieren in unserer Gemeinde. But tonight we want to pray that these people can integrate themselves very well in the church. Dass sie eine Kleingruppe finden, That they can find a small group. dass auch wir offene Augen haben dürfen für sie. That also we have open eyes for them. Vielleicht mal in der Zürich Lounge mit jemandem zusammensitzen, den wir nicht kennen. Maybe sit with someone down in the Zurich Lounge whom we don't know. Genau, das ist unser erstes Anliegen. This is our first request. Dann das zweite ist, wir wünschen uns, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sein dürfen, die regelmäßig in den Gottesdienst und in die Kleingruppen gehen. We want to be a church where people attend services and small groups regularly. Nicht wegen einer Regel oder wegen Gesetzlichkeit, Not because of some law, sondern weil es uns wirklich gut tut but because it's good for us. und wir können unserem Herrn und Gott begegnen. And we can have an encounter with our Lord and our Und God. umso mehr, umso besser. And the more, the better. Deswegen, das wäre unser zweites Anliegen, dass unser Herz brennt dafür, in die Kirche zu kommen. Our second request is that our hearts burn to come to church. Und das dritte ist, wir wollen auch für Gebetsgruppen beten. And we want to thirdly pray for prayer groups. Und zwar weiß ich, dass viele Schulen, aber auch in Geschäften es Gebetsgruppen gibt, Many schools and companies have prayer groups. die für eine spezielle Gruppe einstehen im Gebet. They intercede for certain people in prayer, Und das braucht auch Mut. and this takes courage. Und wir möchten für diese Gruppen beten, dass sie ermutigt sind, dass auch wir solche Gruppen vielleicht finden. So we want to pray for those groups that they be encouraged, and we can also find such groups. Dass wir als Christen immer mehr in diese Gesellschaft reinwirken können. That we as Christians can work into this society more. Ich bitte euch also aufzustehen So I ask you to stand up, und wir machen zu zweit, zu dritt, macht doch Gruppen und wir wollen dafür beten. build groups of 2 or 3, and pray with each other.
Ja, Jesus, wir danken dir, That Jesus, we thank you dass du die Kraft bist, die wir brauchen, that you are the power that we need. dass du uns deine Gnade immer wieder zeigst, That you again and again show us your grace in einer tiefen Liebe in a deep love für uns, for us, aber auch für all unsere Freunde, unsere Nachbarn. also for all our friends and neighbors. Wir wollen ein Licht sein in dieser Welt, We want to be a light in this world, ein Licht sein dort, wo wir arbeiten, a light where we work, wo wir wohnen. where we live. Wir wollen dich überall mitnehmen und den Menschen zeigen, wer du bist. We want to take you with us wherever we go and show people what you are, how you are. Danke, kommst du mit uns jetzt nach Hause. Thank you that you accompany us as we leave this place, Und dürfen wir auch in unseren Familien, in unseren Zuhause einfach ein Segen sein. and that we can be a blessing in our families and our homes. Amen. 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 Wir sehen uns morgen wieder um die gleiche Zeit, am gleichen Ort. We will see each other tomorrow, same time, same place. Tschüss zusammen. Bye bye.